Grüß dich, da ist die Nashita und herzlich willkommen zu einem Video. Und zwar habe ich mal in Instagram Umfrage. Moment. So. Ich habe mal eine Instagram Umfrage gemacht, ob ihr ein paar Infos über meine Extensions möchtet wissen. Weil ich habe ja gefragt, ob ihr allgemein ein bisschen Infos über meine Extensions möchtet. Aber möchtet, wie das drin ist, wie viel es gekostet hat und so. Und das Ding ist halt, ich habe nicht wirklich viele schweizerische Videos über Extensions gefunden. Ganz ehrlich, das Beste, was ich gefunden habe, ist so ein bisschen so Snippet-Videos von der YouTuberin aka Aislinn. Ich werde auch in der Infobox markieren. Und für ihr habe ich einfach ein paar Tipps und Tricks. Und aber die YouTuberin Aislinn hat mir auch gesagt, ich soll meine Haare waschen, bevor ich meine Haare also Extensions rein tun lasse. Und ja. Ich sage euch Tipps und Tricks. Ja. Das ist nur damit Haar. Okay. Genau. Und ja. Also. Nummer 1. Lohnt es sich das zu machen? Ja, definitiv, weil ich bin zufrieden damit. Also, lohnt es sich? Ja, definitiv. Also ich bin mega zufrieden damit, wie sie es reingesetzt haben. Meine Haare sind halt ein bisschen dreckig und sind nicht zusammengebunden. Und ja. Ja. Also. Viele von euch wissen, dass ich eine Hautallergie habe, hier oben auf der Kopfhaut. Und das ist der Grund ist, warum ich nicht die Produkte benutze, die vom Hersteller ist, wo die Extensions gemacht haben. Und ja. Aber perfekt für etwas. Kann man sie machen, wenn man blonde, braune Haare hat? Ja. Was ich euch empfehlen würde, bevor ihr überhaupt euch überlegt, Extensions zu machen. Kann ich damit umgehen? Möchte ich lange Haare? Ich würd mich gut informieren darüber im Internet und all das. Und ja. Die wichtigste Frage wahrscheinlich ist jetzt, wie viel hat es gekostet, wie wem sollte ich es machen, sollte ich es sauber machen? Sagen wir mal so. Ich würde es nicht sauber machen, da ich einfach keine Erfahrung habe. Ich bin kein gelehrter Coiffeuse. Ich habe auch Coiffeuse geschnuppert, aber ich habe kein Handwissen zu Coiffeuse. Also ich bin kein Coiffeuse. Coiffeur. Und ich würde es definitiv bei einem gelehrten Coiffeur oder Coiffeuse machen. Sie weiß am besten, wie man das macht, vor allem die speziellen Techniken, wie man es einsetzt, so dass es auch länger hat, weil wenn man das nicht richtig einsetzt, kann es recht komisch aussehen und scheiße aussehen. Was ich jetzt zum Beispiel grosses Glück hatte, ich muss euch nachher zeigen. Ich mache nachher meine Haare extra auf dafür. Die sind ein bisschen fettig, also bitte spart euch die Kommentare, dass sie fertig sind. Ja, sie sind fertig. Es ist Samstag, ich bin nicht drauf aus, irgendwo wegzugehen, meine Haare zu waschen und das ist ein anderer Punkt. Also, erstens, sollte man es machen, wenn du lange Haare möchtest und so ein wunderschönes Ergebnis haben möchtest wie ich, dann ja. Kann man es für blonde, braune Haare machen? Ja. Also ich sag's mal so. Es geht auf allen Haarfarben. Nur. Also es geht eigentlich auf allen Haarfarben. Auf grün und blau und all das. Würde ich jetzt mal behaupten. Korrigiert mich in den Kommentaren, falls es falsch ist. Es ist aber so. Wenn man zum Beispiel grüne Haare hat, kann man sich sicher auch Extensions in grün bestellen. Weil ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, ob meine Haare zuerst blau färben, weil ich schon, also ich hatte zuerst blond hier oben drauf gehabt. Ich blende euch dann als Foto ein. Ja, weil ich hatte zuerst blond drauf gehabt. Und das ist mein Problem. Weil wenn man blond mit braun hat und hier unten ist ja auch noch braun,
dann ist das ein bisschen dumm. Weil man sieht dann direkt, wo die Extensions anfangen. Ich habe zum Beispiel hier den ganzen Ansatz von blond ist braun färben, damit das mit dem hier passt. Weil das ist braun. Das sind Extensions, die sind auf meine naturelle Haarfarbe anpasst. Ich bin eine naturelle Brünette. Falls ihr das noch nie mitbekommen habt, ich bin naturell Brünette. Meine Haarfarben sind für Coiffeuse, die das jetzt checken. Meine Haarfarbe ist zwischen einer 6 und einem 7. Also zwischen denen ist die Haarfarbe, man muss 6 und 7 zusammenmischen, um die Haarfarbe von mir zu bekommen. Kleiner Funfact, habe ich aber nicht gewusst. Okay, also es ist so. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, mit dem Gedanken gespielt, meine Haare blau zu färben, weil ich schon blond drauf habe. Was nicht gut gewesen wäre, weil man hätte Extensions in blau bestellen, also Extensions, Haarverlängerungen, in blau bestellen, um das anzupassen, und das hätte nicht zu meiner braunen Haarfarbe gepasst. Und darum haben wir uns entschieden, meine eigenen Haare, die blond waren, braun zu färben. Und ja, das hat mich ein bisschen mehr gekostet, aber das ist jetzt ein anderer Punkt, wo unwichtig ist. Also, kann man es machen? Ja, mit allen Haarfarben. Was ich nicht empfehlen würde, ist, dass man die Extensions färbt. Ich kann euch nicht sagen und auch nicht garantieren, dass die hier nicht struppig werden, weil das ist normales Waschen. Und Hitze, mit Hitzeschutz natürlich. So sieht meine Haare nach ein paar Wochen aus. Weil ich habe sie am 24. Dezember letztes Jahr gemacht. Und das ist das Resultat. Wir haben jetzt den 15. Januar 2022, wenn ihr das seht. Und das ist jetzt das hier. Okay, man kann es machen. Was ich nicht empfehlen würde, ist das hier zu färben. Ich weiß nicht, ob man es färben kann, wahrscheinlich schon. Ich persönlich würde es nicht lassen. Meine Coiffeuse hat mir empfohlen, also meine Coiffeuse. Ich habe übrigens den Coiffeur vom Fuchs Hair Team gehabt. Das ist ein sehr guter, aber ein bisschen teurer Coiffeur, falls die Leute den kennen. Der ist ein bisschen teurer, aber ein guter. Und der hat mir jetzt empfohlen, meine Haare mit Extensions nicht zu färben. Ich bin ein Mensch, die färbt meine Haare sehr gerne, wie ich gemerkt habe in den letzten paar Monaten. Ja, also ich persönlich habe es gemacht, weil ich meine Haare weniger färben und ich habe dass meine Haare lang sind. Weil, wenn ihr mich schon länger kennt auf meinem YouTube-Kanal und oder auf Instagram verfolgt habt, ich sehe, dass ich Haare bis zu fast zu meinem Viertel hatte und sie nachher hier abgeschnitten habe und nachher bis zu hier abgeschnitten habe mit meiner Pony. Ja. Ja. Sollte man es machen, ja, wenn du lange Haare hast. Also ich sage es mal so, wenn du kürzere Haare hast und du kommst nicht klar mit langen Haaren, würde ich es jetzt nicht machen, weil das hier ist sehr viel Arbeit, lange Haare. Klar, jetzt würden alle sagen, lange Haare sind allgemein viel Arbeit, Nati. Ja, ist mir bewusst, ich habe selber lange Haare gehabt vor ein paar Jahren. Bis 2018 sogar. Ich habe selber lange Haare gehabt. Ich weiß, was das heisst, wenn man viel Arbeit macht. Vor allem wenn man so langes, dickes, fluschiges Fluffhaar hat wie ich. Weil ich habe ein paar natürliche Locken drin. Man sieht das jetzt nicht, aber ich habe natürliche Locken drin. Die lockern sich sehr natürlich. Und meine Extensions sind ja gerade, darum muss ich Zöpfchen machen, damit man das hier bekommt. Oder solche Sachen. Also, hier. So leichte Locken bekommen, wie zum Beispiel hier. Und ja. Also. Wie viel hat es mich gekostet? Ah ja, was ich euch empfehlen würde, ist eine natürliche Haarfarbe zu gehen. Am besten würde ich mit eurer natürlichen Haarfarbe gehen. Aber wenn ihr gefärbte Haare habt, würde ich die Extensions auf die gefärbte Haarfarbe färben. Nur ist aber zum Beispiel bei Blau gefärbt, dass Blau sich rauswäscht und man nachher oben ein helleres Blau hat und ohne die Extensions, weil sie schon in dieser Haarfarbe sind, also sprich mit den blauen Extensions und blaue Haare oben, dass sich das Blau hier rauswäscht und hier es mehr länger drin bleibt. Sprich, hier unten ist es knalliger und hier oben ist es ausgeblasen und ausgewaschen. Und das sieht auch nicht schön aus, weil das sieht man, wo die Extensions sind. Das hat mir immer gekostet. Also, wie viel hat es mir gekostet? Aber wie gesagt, ich bin beim Fuchs Hair Team. Das ist das Hause. Ja, ich wohne nämlich zu Hause. Und
das Ding ist, mich hat's, weil ich meine Haare auf braun zurückfärben, hat es mich mit dem Hitzeschutz, weil der Hitzeschutz noch 28 Franken ist, hat es mich 1000 irgendetwas 28 Franken gekostet. Ich weiß es nicht genau, aber so 1000 hat es gekostet. Weil die Extensions selber sind nochmal 500 bis 600 Franken. Und wir haben sie ja bestellen. Also das sind echt Haar-Extensions. Also das ist echtes Haar, man muss das pflegen wie das echte Haar. Und ja, ich habe es jetzt braun gemacht. Was ich nicht empfehlen würde, ist die Extensions zu machen, wenn ihr Stufen drin habt. Also wenn ihr so Stufen drin habt wie ich. Ich kann es aufmachen, das euch aber schnell zeigen. Ich habe Stufen drin, was man auch definitiv sieht. Ja, es sieht gruselig aus, es gibt fettig, ich weiß. Also wenn man sie so macht, sieht man eigentlich nicht wirklich. Also man sieht schon, aber nicht wirklich. Wenn sie jetzt, also ich sage jetzt mal, das hier ist mein echtes Haar. Das sind Extensions. Und alles, was hier aus den Extensions rausfliegt, sind meine echten Haare. Also meine Haare sind so kurz. Praktisch. Und ich sehe, dass ich diese Stufen, also das ist jetzt nicht alles meine echten Haare, aber ich sehe jetzt, dass ich hier zum Beispiel hier oder hier so ein bisschen, hier ist das eine Haar und hier ist das längste Haar. Also ich habe ein paar Stufen drin, also wenn ich es jetzt zusammennehmen, so, wird man sehen, hier sind meine echten Haare, hier, das ist das längste von meinen echten Haaren und der Rest ist hier alles, das hier drauf, sind Extensions. Also das wird man sehen, also wenn ich jetzt das so zeige, sieht man es eigentlich recht gut, auch hier kämen meine echten Haare raus, also man sieht es eigentlich recht gut. Hier zum Beispiel, aber hier ist mein echte Haar und der Rest ist Extensions. Aber hier sind meine echten Haare rausfliegen, hier hinten. Hier. Also das hier, das ist alles mein echtes Haar. Also, ja, es lohnt sich, man kann es machen. Es ist wirklich ein schönes Ergebnis, wenn der Coiffeur das macht. Das Ding ist, was muss man beachten, wenn man Extensions macht? Aber es sind 8 Haar-Extensions bei mir und das bedeutet, ich muss sie pflegen. Sprich mit Shampoo, wo kein Öl drin hat. Und auch Sachen, wo kein Öl drin haben. Und was viele nicht gewusst haben, was ich auch lustig fand, ich habe nämlich, um mich zu informieren, habe ich ein Video geschaut. Weil ich war für Extensions in und nicht gewusst, dass man 48 Stunden muss warten. Genau. Was viele aber nicht wissen ist, dass man, nachdem man Extensions eingesetzt hat, kein Wasser darf dran kommen, also sprich Regen oder allgemein Wasser darf nicht an die Tapes kommen, die hier drin sind. Ich kann suchen, wo eins meiner Tapes drin ist. Kann ich mal schauen, ob ich das euch zeigen kann. Ich sehe es sogar recht gut hier. Hier, das ist eine von den Tapes. Hier sieht man das echt gut. Also hier ist Tape. Hier. Aber man sieht die Tapes nicht. Die Tapes sind gerade hier, weil wir sind eigentlich vorher hier gesehen und Haar wachsen halt auch und dann lutscht das aber. Genau. Wenn man sie drinnen hat, sollte man 48 Stunden nicht duschen oder mit Wasser in Kontakt kommen. Das ist dann mit dem Kleber von der Extensions Kleber. Also das ist von den Tapes, die ihr gerade gesehen habt. Die
Kleber darf nicht mit Wasser in Verbindung kommen, weil der Kleber von den Tapes aber frisch ist und das könnte aber rausfallen und rausrutschen und ja, genau. Kommen wir noch dazu. Aber 48 Stunden warten und auch nicht duschen, mit Wasser in Verbindung kommen und sonst etwas. Am besten will ich es auch nicht rausbürsten, weil nachdem wir die Extensions frisch reinbekommen haben, also das ist auch das, was ich gefühlt habe, die Extensions werden hier eingesetzt, etwa, dann haben das so viel und ich schwöre euch, ich komme nur ein bisschen irgendwo an oder hängen irgendwo fest. Ich schwöre euch, ich habe Probleme mit Jacken anlegen. Weil meine Haare sind so hier und dann haben sie so hier liegt und ich so Es hat mega wehgetan, egal was ich gemacht habe, es hat brutal wehgetan. Darum bürstet euch nicht die Haare, wenn ihr sie frisch habt. Weil das tut sau weh. Glaubt mir, wenn mir jede kleine Bewegung hat wehgetan in den Haaren. Wirklich. Es zieht auch hier mega. Es hat wehgetan. Also, wie haben sie mit Extensions rein da? Bei mir haben sie so blockartig rein da, das könnt ihr auch eingeben, Extensions rein tun. Da seht ihr auch so Videos, wie sie rein tun. Und zwar sind meine Extensions so, dass so zwei sind, dann so und so und so. Aber nicht ganz bis ihr Haaransatz an. Je nachdem, was ihr möchtet. Also zum Beispiel bei mir ist wichtig, dass ihr sicher zusammenbinden, weil ich muss arbeiten, oder? Und meine Haare zusammenbinden. Dass ich zusammenbinden unten, einen Druck machen, oben zusammenbinden, einen halben Abdu machen, oder? Also sprich einen Ariana Grande Style oder so ein bisschen mäßig. Und das ist mir wichtig gewesen. Und dann hat sie auch dementsprechend hier vorne keine Tapes da, also meine Tapes sind hier. Also sprich die ganze Pony-Partie bis hier ist frei. Und das hat sie gemacht, weil eben, dass man Frisuren machen kann. Weil bei mir ist sowieso Pony kürzer, wie man hier sieht. Also das ist mein, warte. Das ist mein Pony. Also meine Vorderfront. Das ist meine Vorderfront. Und die geht mir ins Gesicht, weil sie kürzer ist. Hallo. Und das ist mein Punkt. Genau. Und jetzt kann ich auch nicht da, wenn man es mit Schiff sehen, weil ich mache mir immer einen ganz tiefen Pferdeschwanz, weil ich muss arbeiten können, wenn ich Haare aus dem Gesicht habe. Und ja, genau. Hast du nicht gesagt, was anderes machen? Genau. Jetzt kommt das Pflege. Ich habe ja schon gesagt, man sollte Sachen benutzen, die kein Öl drin haben. Also kein Shampoo mit Öl, kein... Also Haaröl kann man schon benutzen, aber nur unten, nicht bei den Tapes. Man muss einfach allgemein, wenn man seine Extensions wäscht, darauf verzichten, Sachen mit Öl zu benutzen. Also ich würde das in den ersten 2-3 Wochen machen, das ist klar. Die Gefahr ist nämlich, wenn man Shampoo mit Öl benutzt oder sprich irgendetwas, was an der Kopfhaut mit Öl schafft, dass die Tapes könnten rausrutschen oder rausfallen. Was man natürlich nicht möchte, weil das die erste Woche ist, nachdem man sie eingesetzt hat. Und das ist einfach das Problem da. Also zum Beispiel, ich habe letzte Woche angefangen mal mit, ich kann nicht sicher, es heisst, oh verdammt, wie heisst es schon? Es heisst, Mist, Naturebox heisst es, so, heilig. Das ist nicht gesponsert oder so, ich benutze aber Naturebox für meine Haare, weil das ist das einzige neben dem aktuellen eigenen Shampoo, das funktioniert. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, wo ich keine was für Shampoo benutze. Das ist irgendwo hier verlinkt. Sicher, wenn ich es nicht vergesse. Und ja. Also. Das Ding ist, dass wir aber nicht mit Öl benutzen in den ersten paar Wochen. Das letzte Woche das erste Mal probiert mit Naturebox meine Haare zu waschen. Was sehr gut funktioniert hat. Es ist nichts passiert. Ich bin froh, ich habe dann so Schiss gehabt, es ist okay. Und ja. Gehen wir weiter. Pflege. Aber bei der Pflege jetzt viel zu beachten, eben Sachen ohne Öl zu benutzen. Spülung unbedingt benutzen, aber nur in den Längen, weil das ist echt hart. Wenn ihr trockeneres Haar habt, braucht ihr die Öl unten in den Längen und nicht an der Kopfhaut, weil der Kopfhaut braucht nicht viel Öl. Und ganz besonders, also zum Beispiel bei meinen Haaren. Meine Haare sind ja natürlich ein bisschen lockig, ein bisschen buschig, ein bisschen unruhigere Struktur und die Extensions sind gerade. Was ich muss immer machen, also was ich persönlich immer muss machen, ist, weil meine Haare lockiger, buschiger sind,
Ich muss mit dem Glätteisen oder mit dem Lockerstab locker unten rein machen, damit es passt und schön aussieht und es wirklich einheitlich schöne Haare sind und dass es nicht so auffällt, dass es Extensions sind, weil ich stufe den an. Und das würde ich empfehlen. Fragt bei eurem Coiffeur nach einem Hitzeschutz oder benutzt einen Hitzeschutz unbedingt und versucht nicht zu hohe Temperaturen zu nehmen. Ich habe jetzt das Glätteisen extra gekauft, wo Maximum irgendwas mit 200 Grad kann reichen oder halt auch mehr. Aber ich gehe immer so von 170, 160, je nachdem, also Grad, damit es nicht zu schädlich ist. Auch beim Föhnen würde ich empfehlen Hitzeschutz. Also ich mache es nicht so oft, aber wäre empfehlenswert. Und ja. Was man bei der Pflege noch beachten sollte, ist, dass man keine Bürste mit Noppen nimmt. Was heisst das jetzt? Ich kann euch jetzt kurz Beispiel so eine. Wenn ihr hier schaut, wenn es einer zoomt, jetzt. Wenn ihr hier seht, hat das Ding so Nöppeli dran. Also hier. Hat es hier so ein Nöppeli dran. So eine Haarbürste wie die hier dürft ihr nicht benutzen, weil das reißt euch Haare. Und das tut sau weh, glaubt mir. An der Länge kein Problem, aber nicht dort, wo die Tapes sitzen. Was ich euch auch nicht so empfehlen kann, ist so eine enge, kleine Zackenkamm. Das würde ich auch nicht empfehlen. Und vor allem, ihr müsst vorstellen, der Kamm, der Kamm geht ja so rein. Oder? Das Problem ist, man kann mit so einem Kamm, ich schnell meine Haarlüpfe, mit einem Kamm kann man hier hängen bleiben, ihre Extensions, und sie rausreißen. Wenn ihr einen Kamm benutzt für eure Extensions, dann legt ihr nicht so ansetzen, sondern so. Dann so kämmen. Und jetzt fragt euch sicher, aber Nati, welche Bürste soll ich benutzen für meine Extensions, wenn ich die Extensions habe? Wenn ich keine Bürste finde ohne Noppen. Ganz einfach. Und zwar benutzen Tangle Teaser. Tangle Teaser findet man überall im Müller, Douglas, Manor. Man findet die überall. Tangle Teaser. Tangle Teaser sind so runde Dinge, wo so weich sind und die sind extrem gut für Haare mit Extensions. Sie hängen nicht bei den Tapes oben ein und sie reißen dir nicht in die Haare aus. Ja, man verliert Haar, das ist normal. Ein Mensch verliert praktisch pro Tag fast, ich glaube, 100 Haare oder so, oder weniger, keine Ahnung, ich bin kein Spezialist. Also man verliert Haar allgemein, aber mit Extensions nicht. Das soll einfach euch bewusst sein, nicht, dass ihr sagt, ich verliere das zum Haar. Weil für mich ist das ein bisschen komisch, dass ich am Anfang Haar verloren habe, das sind Extensions. Und ja, man verliert Haar, aber man Extensions hat. Das habe ich auch mal überlegen. So, Pflege und Haarbürste. Aber Sachen ohne Öl. Am besten ihr könnt die Extensions kaufen und wenn ihr eine gute Coiffeur hat, wo euch die Produkte von der Person, wo die Extensions, wo man also immer so, ich muss es so formulieren. Der Person, wo der Coiffeur die Extensions bestellt, dort gibt es auch Leute, die geben Produkte mit für die Extensions, also für das Echthaarverlängerungen. Was bei mir der Fall gewesen wäre. Also ich hätte jetzt können sagen, ich nehme die Extensions und die Produkte von der Person, wo sie das bestellt haben. Aber da ich ja eine Hautallergie habe auf der Kopfhaut, aber kann das nicht können. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, die Produkte von der Extensions zu nehmen, also die Person, die die Extensions praktisch zu eurem Coiffeur schickt, dann würde ich das machen. Bei mir ist es nicht möglich gewesen, aber es ist wichtig, dass ihr es macht. Wenn ihr könnt. Wenn ihr nicht eine Hautallergie habt, so wie ich. Weil ich sehe ja, hier Hut schlägt schon sehr gut. Also hier nicht, aber hier sieht man eigentlich alles. So hier sieht man sehr gut hier. Und hier. Ja. Was kann man noch sagen? Extensions sind eigentlich mega cool. Muss ich sagen, ich würde es in dem Fall jetzt färben, weil ich nicht garantieren, dass nichts passiert mit Extensions. Je nachdem, was ihr halt für Extensions habt, zum Beispiel braune Haar kann man eigentlich recht gut färben oder aufhellen, wenn ich es mal gesagt. Blonde kann man halt nicht so gut färben, aber
Genau. Aber das ist eigentlich der erste Teil der Theorie. Aber wie gesagt, je nachdem was für eine Waffe ihr habt, wird es halt kosten. Genau, was ich nicht gesagt habe. Wenn ihr die Extensions machen euch reinmachen lasst, so jetzt habe ich es. Dann, wie lange dauert es, sie reinzutun? Also bei mir hat es jetzt 2 Stunden gedauert. Ich war um 8:30 dort und etwa so, dann 11. Etwa um die 11 bin ich fertig gewesen, weil sie fast 2 Stunden gebraucht, um es reinzusetzen. Mit Schnitt und allem und fertig. Also ihr seht auf Instagram, wenn ich aber scrolle, seht ihr das Ergebnis von diesen wunderschönen Haaren. Ich tue es nachher noch einblenden. Und ja. Das Video wird in 2 Teile, dann kann ich euch auch noch zeigen, wie ich meine Haare stylen und föhnen und all das. Und wie ich zu den wunderschönen Locken komme, weil wenn ihr eine Person seid, die Extensions hat und wo buschigere Haare hat mit Locken, dann kann ich euch zeigen, wie ich sie mache und stylen. Ich habe jetzt kein Glätteisen hier, das heisst, ich kann sie jetzt nicht unbedingt locken. Geht aber auch mit einem Lockenstab, mit Glätteisen. Mit Glätteisen bin ich selber noch ein bisschen am Lernen, wie das funktioniert. Und ja. Das war das hier. Mache ich vor runter. Und dann sehe ich was ich gemacht habe, ist meine Haare gewaschen mit Shampoo und Öl, Conditioner, nur hier unten, weil das sind trocken die Haare. Die Haare sind allgemein trocken im Winter. Und ja. Was ich gemacht habe, ist die drüber zu nehmen. Und dann so abklappen. Genau hier. Hier unten. Aber das habe ich nicht gemacht. Genau hier habe ich nie so gemacht. Nachdem ich das gemacht habe, ist es natürlich nass. Und ja. Gesehen. So. Hi. Das ist meine Ich persönlich normal ist, dass jetzt mein Scheitel ein bisschen gerade ist. Nein. Nein. Was? Ja, du kommst schnell. An den Schädel noch gerade. Was nicht wirklich. Jetzt. So, jetzt ist er gerade. Schädel gerade machen, dann sieht das so aus. Nass. Den habe ich schon gesagt, keine Bürste. Das hier. Das hier ist die beste Bürste. Hallo. Das ist die beste Bürste. Das ist ein Tangle-Teaser. Der hat hier kein Noppen dran. So, hier. Haben wir es gesehen? Das hier? Noppe dran. Das hier? Nicht. Wie gesagt. Aber die Nöppel hier, die hat die aber nicht dran. Wenn man es sieht.
Und wie ihr jetzt gesehen habt, also ich mache jetzt alle Haare voll. Bitte, dann ein bisschen und dann gibt's leider nicht viel. Ich werde das machen. Aber wichtig, gut die Kopf rein gehen, weil aber die Tapes sitzen dort. Also gut die Kopf rein. Ich glaube, den Kopf alles immer beißen tut, wenn sie die Wäsche haben. Ich finde es nicht so cool, wenn ich nicht richtig in die Bürste. Wenn Sie das. So, jetzt haben wir hier Haut und die Bürste sind. Und dann nass. Und ja, was ich noch mache, ist einfach mit das hier unten zöpfeln, verlocken. Und die ganze Kopfhaut mit einem Föhn, Trockenföhnen, weil die Tapes sollten nicht zu lang nass sein. Und das ist eigentlich alles, was ich mache. Aber sie zöpfeln, damit sie hier meine normalen Haare anpassen. Also damit meine normalen Haare mit denen angepasst werden. Und mehr mache ich eigentlich nicht. Und das ist die ganze Magie von der Extensions-Wäsche. Föhnen und trocknen. Aber föhnen dann ich nachher noch die Kopfhaut. Also jetzt ist das schon drin, keine Angst. Wir sie nachher föhnen, hier unten mit Zöpfeln und dann bekommen sie locker und dann sind sie schon gelockt, weil das wird nicht so gerade bleiben. Bin ich schon hier gesagt. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann Like und das Abo da. Und falls ihr Fragen habt, schreibt unbedingt in die Kommentare. Aber wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die Kommentare. Ich beantworte die gerne. Und ja, wie gesagt, Like und Abo nicht vergessen und Glocke aktivieren, damit ihr nicht meinen Kanal verpasst. Denn ich poste sehr unregelmäßig Videos, aber Videos kann man keine Angst. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao.